Hallo, herzlich willkommen und witajcie. Heute möchten wir euch etwas über Soblex erzählen, euch das Programm erklären und euch für die vielen Menüfunktionen begeistern. Was ist Soblex? Soblex ist ein obersorbisch-deutsches Wörterbuch auf digitaler Basis. Es gibt eine Rechtschreibprüfung, ein Übersetzungsprogramm, ein Silbentrennprogramm und ein Synonymwörterbuch. Das wird auch Thesaurus genannt. In unserem konkreten Fall bezieht sich das auf das Buch Jak do jenoj spraju. So, dann legen wir doch gleich einmal los. Bitte gebt oben in die Suchzeile bei eurem Browser soblex.de ein. Dann öffnet sich die Seite und oben rechts seht ihr die Bedienelemente. Das kleine Bäumchen, wir klicken mal drauf. Und da seht ihr, wir haben eine Standardansicht und eine Expertenansicht. Für uns jetzt im normalen Gebrauch reicht erst einmal die Standardansicht. Rechts daneben ist die Flagge, da könnt ihr zwischen der deutschen und der obersorbischen Sprache wechseln. Ganz rechts das Menüsymbol, es wird auch Hamburger genannt, habt ihr dann auch nochmal verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Unten drunter der blaue Rahmen umrahmt den Suchschlitz, dort könnt ihr zum Beispiel deutsche oder sorbische Wörter eingeben. Wenn ihr ein sorbisches Wort mit Sonderzeichen habt, klickt bitte auf das große A links daneben an. Jetzt seht ihr, ihr könnt dort die Sonderzeichen einstellen. Alternativ stellt ihr die Sonderzeichen unten bei eurer Spracheingabe HSB für Hoch Obersorbisch ein. Dann wollen wir doch mal mit dem Programm starten und etwas ausprobieren. Gebt bitte in den Suchschlitz das Wort Nan ein. Dann auf Enter drücken und ihr seht, unten drunter öffnet sich eine Ergebniszeile. Wir schauen uns mal an, was die Ergebniszeile uns alles sagt. Das erste Symbol, die sorbische Fahne, zeigt uns an, was die Quelle des Wortes ist, in welchem Wörterbuch es zu finden ist in unserem konkreten Fall. Das nächste Symbol, ein graues Kästchen, wo Flex draufsteht, ist Hinweis auf die Flexionstabelle. Das schauen wir uns dann später noch an, was sich dahinter alles verbirgt. Der rote Punkt gibt uns Hinweise zur Worttrennung und dann die nächsten Menüpunkte oder schwarzen Sprechblasen erklären uns etwas zum eigentlichen Wort. Das erste ist der Wortstamm. Danach seht ihr so eine kleine Welle mit einem A dahinter. Das Wort Nan anhängt, Nana. In unserem konkreten Fall heißt es, Nana ist der Genitiv Singular von unserem Wort Nan. Dann die nächste schwarze Sprechblase zeigt uns, dass es ein maskulines Wort ist. Und wir gehen noch eins weiter. Da sehen wir die deutsche Übersetzung Vater. Und jetzt ganz zum Schluss schließen sich noch ein paar Beispielanwendungen des Wortes an. Zum Beispiel Przychodny Nan, der Schwiegervater, oder Przyrodny Nan, der Stiefvater.